Hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir mit Cities Skylines. Wunderschönes Spiel, wie wir sehen. Es ist ein bisschen stressig ab und zu, wenn man so sich muss um Verkehr kümmern und Zeug und Sachen. Aber es läuft. Dunkt mich. Jedenfalls. Jetzt habe ich mal irgendwann gesagt, ich will hier noch ein bisschen ein Agrargebiet machen. Blöd ist halt einfach, dass wir da mit im Zeug so eine dämliche Mülldeponie haben und wir einfach nicht auf die 7500 Einwohner kommen, die wir eigentlich brauchen oder haben, meine ich. Und das finde ich eigentlich schade und darum mache ich jetzt einfach da Wohngebiet. Und das mal wieder ein bisschen anders, wir wollen es nicht immer gleich halten. So, dann machen wir hier wieder Wohngebiet. Wohngebiet, Wohngebiet, überall Wohngebiet. Wohngebiet ist gut, Wohngebiet ist fein und geht eine gute Laune. So. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Habe ich irgendetwas verpasst? Da kann ich nicht mehr machen. Da U-Bahn kann ich nicht bauen. Bildung kann ich nicht mehr bauen. Da, das Einzige, was ich bauen könnte, wäre so etwas da. Ich weiss nicht. Braucht es das? Ich bin mir nicht sicher. Braucht es das wirklich? Wie wäre es denn, wenn ich das da würde hitten? So. Da so. Einfach, dass wir es haben. Bam. Und dann halt da von der Feuerwehr auch noch. Machen wir doch noch ein Spital. Ein Spital, wieso auch nicht? Ein Spital ist immer gut. Sind alle zufrieden damit. Dann gehen da die Häuser weg. Die sind sowieso ziemlich unglücklich. Ich weiss das. Weil... Ach, kann ich gar nicht. Wegen der Schule. Schauen wir mal, was das alles würde erreichen. Ja, das langt. So, wir haben jetzt ein Spital. Bam. Nein, das ist auch blöd da. Ort ist bereits belegt. Ort ist bereits belegt. Da oben vielleicht? Nein. Da? Nein, das sind ja unsere Parks. Da könnten wir dann hinbauen. Oder da. Aber das sind genau unsere Gewerbezonen. Oh, herzlichen Glückwunsch! Grosse Kleinstadt. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 7500. Yay! Wir haben neue Steuerrichtlinien. Wir haben ein neues einzigartiges Gebäude freigeschaltet. Wir können U-Bahnen bauen. Oh, das ist jetzt richtig gut. Wir haben all die neuen Richtlinien da. Die gehen wir jetzt nachher gerade schnell anschauen. Und jetzt haben wir ein dicht besiedeltes Wohngebiet können wir machen. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet und Bürogebiet. Das finde ich sehr gut, weil ich bin jetzt sowieso gerade am Umzonen. Wir können eine U-Bahn-Station bauen, wir können eine Universität bauen, wir können eine Müllverbrennungsanlage bauen. So, und ich weiss schon, was ich als erstes machen werde. Salopp gesagt, scheiß auf das alles. Wir machen jetzt hier eine Müllverbrennungsanlage. Und zwar... Wieso nicht gerade... da? Und zwar gerade im Doppelpack. Vielleicht da eine und da nochmal so eine. So. Einfach so, wie man es könnte. Bam. Gut, was... Oh, nein. Ja gut, dann haben wir halt eine Mülldeponie mehr. 2. Ich habe mir gerade verklickt irgendwie. Das habe ich angefallen. Das da. Bam. Eine Müllverbrennungsanlage. Dingsbums. Machen wir doch das gerade da hin. Bamsk. Und... Aber jetzt mal, das ist eine Einbahnstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Dann... Jetzt muss ich da schnell rausgehen. Das ist eine Einbahn. Gut zu wissen. Ist das eine Einbahn? Ich weiß es gar nicht. Das ist, glaube ich, keine Einbahn. Wenn es natürlich keine Einbahn ist... Was sehen wir jetzt gerade? Es ist eine. Ja gut, es ist eine. Das heisst, wir müssen dann die andere Müllverbrennungsanlage irgendwo... machen wir es so. Wir müssen jetzt die mal zuerst leeren.
Die ist ja sowieso voll. Tun wir die leeren. Dann wird die umgesiedelt, irgendwo noch jemand anders hin, wo wir dann das Ganze verbrennen können. Und ich würde sagen, das machen wir noch da. Wir hauen jetzt gerade ein bisschen Geld raus. Und zwar einmal da und einmal da. Bam. Ich weiß nicht, was der Kreis bedeutet, ob der muss neben einer Mülldeponie sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass das ziemlich blöd wäre, wenn ich das dann so würde machen. Vielleicht geht das. Zählt das echt noch? Oder so? Mal, das müsste gehen. Das müsste gehen. Bam. Da noch eine und da haben wir ja schon eine. Da bräuchten wir dann noch eine. Das ist ja ein Einbahn, der von oben runterkommt, glaube ich. Mal schnell schauen. Jawohl. Das ist eine, die von oben runterkommt. Das heisst, man bräuchte in dem Fall da noch eine. So. Läuft bei dir, würde ich sagen. So, dann räumen wir da mal ein bisschen auf. Das da noch. So, gerade schnell müssen husten. Wieso auch immer. Ich fühle mich nicht irgendwie krank oder so, überhaupt nicht. Aber ab und zu ein Hüsteli, wieso auch nicht. Ein Hüstelchen in Ehren kann niemand verwehren. Oder so. Gut, ich bin da immer noch im Abrissmodus. Dann die wird entleert und jetzt müssen wir mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Also wir haben hier eine Müllverbrennungsanlage. Unterhalb, blablabla, außer Betrieb, Müllverbrennung sammelt und verbrennt zur Stromerzeugung Müll. Müllreserven 0 von so und so viel. Die sind einfach außer Betrieb. Gut, dann ist das halt so. Und ich weiss trotzdem nicht, was der Kreis bedeutet. Das wird da einem niemand gesagt. Was lesen wir einmal. Warum verbrennen sie den Müll nicht einfach und erzeugen mit Hilfe von Dampfturbinen Strom, anstatt ihn nur aufzusammeln? Die Müllverbrennungsanlage verbrennt Müll zur Stromerzeugung für die Stadt. Ja, schön. Wunderbar. Nur die Frage ist, was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiss nur, wir sollten jetzt eigentlich kein Müllproblem mehr haben. Die ist ja auch voll. Da können wir das auch leeren. Und die anderen sind nicht voll, glaube ich. So, jetzt der da noch weg und das noch weg. Und das hat das Müllproblem, das macht gar nichts. Das Müllproblem wird bald gelöst. Die wird auch geleert. Wunderbar. So, als nächstes wollte ich noch unbedingt bauen. Ich habe noch irgendetwas unbedingt bauen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ah, ja, ich erinnere mich wieder. Genau. Ein Krankenhaus. Und zwar würde ich das Krankenhaus, jetzt muss ich da gleich nochmal schnell reingehen. Also das ist Wohngebiet, das da ist kein Wohngebiet. Dann würde ich sagen, machen wir das Krankenhaus hier hin. Irgendwie so, bamzig. Einfach so mitten ins Zeug rein. Und es erreicht anscheinend alle. Soll ich da echt noch eins machen? Machen wir da noch eins. Wir müssen jetzt sowieso umzonen. Also jetzt dann. Der Geldfluss, der funktioniert momentan noch. Würde ich jetzt doch gerne mal schnell... Oh nein, das habe ich wieder, genau. So, wie sieht es aus mit dem Budget? Wir haben nach wie vor den Bus, der wird ziemlich krass unterstützt. U-Bahn nicht, weil wir haben keine. Aber die Müllverbrennung sollten wir vielleicht noch ein bisschen pushen. So, und dann... gut. Das sollte eigentlich lange. Hoffe ich jetzt einfach einmal. Okay, jetzt ist das so, dass ich jetzt da eine Straße runterziehen. Mache ich doch das gerade mal schnell.
Etwa so. Genau. Und jetzt machen wir auch da mal etwas Neues. Und zwar haben wir jetzt gering dicht besiedeltes Wohngebiet. Würde sagen, machen wir mal eine Testphase hier oben. Warte jetzt mal, machen wir das so weg und dann so. Mal schauen, ob das etwas bringt, ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, mache ich das da testweise auch gerade da. So. Okay. Dann haben wir ja da dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Würde ich sagen, machen wir auch das hier. Wir müssen schnell warten, bis all die verschwunden sind. Dann. Für das gehe ich jetzt da schnell ein bisschen schneller. Los, los, los. Und anscheinend geht das nicht. Oh, jetzt sind sie weg. Verliere ich sogar die Stimme wegen dem, sage ich. Und dann haben wir da noch Bürogebiet. Bürogebiet würde ich sagen, machen wir da gerade ein neues Quartierli. Wieso nicht gerade da? Bürogebiet. Und Bürogebiet und Gewerbegebiet. Normales. So. Jetzt da wird natürlich gerade ein neues Häuschen gebaut. Das ist sehr schade, weil ich mache jetzt da ein ernsthaft jetzt. Ja, nur da haben wir da halt auch ein bisschen eine schiefe Straße. Ich kann es nicht ändern, es ist wie es ist. Bam. Und dann machen wir da auch gerade eine Verbindungsstraße, wo ebenfalls in beide Richtungen geht. Das ist absolut okay so. Wie sieht es da aus mit dem Einzonungszeug? Jetzt machen wir das folgendermaßen. Machen wir auch da ein dicht besiedeltes Gebiet. Und da machen wir doch auch ein dicht besiedeltes Gebiet. Also da kann es anscheinend nicht gebaut werden, aus was für Gründen auch immer. Dann machen wir auch da noch ein gering besiedeltes Gebiet, Dingsbums. Dann müsste das funktionieren. So, okay, wir bekommen wieder Stutz rein, wir bekommen mehr Einwohner. Das ist wunderbarstens, ist das. Jetzt haben wir da, was ist das da? Der Law Firm, da haben wir da Master Architects und da haben wir Business Planning Company. Das ist absolut okay so. Was haben wir da gesagt? Das ist, glaube ich, das Büro. Nein, das ist Bürogebiet, genau. Das ist Bürogebiet und das da ist das dicht besiedelte. Und das normal besiedelte. Das normale Dings. Nein, das ist das normale Dings. Jetzt komme ich noch wieder raus. Ich habe mich selber verwirrt. Okay, da will anscheinend niemand bauen. Das ist eigentlich noch schade drum. Weißt du was, tun wir es einfach umzonen, machen wir da dicht besiedeltes Bam. Und wir haben ein neues Gebäude freigeschaltet, das ist doch auch immer wunderschön zu wissen. Aber was ich jetzt noch gerne würde bauen. Ich muss zuerst warten, bis der Rubel wieder rollt, sozusagen. Oh, ups, nein, da habe ich eine Welle. Gang weg. So, wie sieht das da aus? Da ist zu 99% voll. Ich würde sagen, das tun wir gerade mal leeren. Dann wird das Ganze zu einer Müllverarbeitungsfabrik befördert, glaube ich. Nicht ganz sicher. Wie sieht das da aus? Nur zu 83% voll, okay. Also es wird weniger. Ich hätte jetzt eigentlich gemeint, die fahren auch von hier rüber. Aber anscheinend ja nicht. Mal, mach jetzt. Mach jetzt. Gut. Ah, die fahren jetzt einfach wieder rundum, damit es... Okay, alles klar, alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Das läuft. Was ist denn da los? Mehrere Probleme, Gebäude im Geringer. Kranke Bürger. Ja, da ist schon. Das Tütenauto. Also was Gesundheit angeht, denkt es mich, ist es momentan bei uns recht gut.
Was für ein Tag, wenn ich doch besser will, so würde ich sagen, ich träume. Ja, ist klar, dass du das sagst. Hallo, ich habe sie gemacht. So, Wohngebiet steigt, Wohngebiet steigt. Oh, ich muss da wieder auf Normal Speed gehen. Dann würde ich sagen, machen wir doch da noch ein bisschen Strössli. Da runter und da über. Bamsk. Da runter und da über. Bamsk. So. Jetzt etwas, was mich wundernimmt. Was, wenn ich jetzt da sage, da ist dicht und da ist dünn besiedelt und da ist dicht besiedelt. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt bin ich natürlich wieder in die Pause gegangen. Das ist irgendwie so eine alte Angewohnheit von Banish, dass ich immer da die Leertaste drücke. Ich weiß nicht wieso. Dann können wir da sagen, du kommst weg. Wenn ihr wollt, hast du gehabt. Ja, da wird schön gebaut. Da wird überall schön gebaut. Das finde ich wunderbar. Unsere Stadt wächst. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. So, U-Bahn. Bam. Wir haben hier eine U-Bahn-Station. Jetzt mal schauen, wie kann man die U-Bahn-Station da irgendwo unterbringen. Das Problem ist halt einfach das, dass die halt relativ viel Platz wegnimmt anscheinend. He? Also die hat da anscheinend Platz neben dem Gebäude. Das ist die Schule. Was ist das? Bauen Sie U-Bahn-Station. Ja, mache ich ja. Dann würde ich sagen, machen wir doch die U-Bahn-Station irgendwo da mit im Gatz inne. Was sagt man denn so? Ich glaube schon. Wie wäre es denn? Das Problem ist einfach die Lärmbelästigung, oder? Das müsste man an einem Ort machen, wo es wenig Lärm hat, was wenig Wohngebiet hat drumherum. Vielleicht da so? Oder ich warte nachher mit der U-Bahn. Ich muss mich dort zuerst reinfinden. So, jetzt Universität. Universität, wo wollen wir die hinpacken? Die ist recht gross, wie ich da gerade gesehen habe. Vielleicht da so. Was, wenn ich die da hin tue? Sie erreicht praktisch alles. Ja, da denke ich, das ist doch keine schlechte Sache, wenn ich jetzt da eine Universität hinpacke. Die ist recht gross. Mal schauen, ob die etwas bringt. Ich weiß es nicht. Die sind natürlich immer krank da, das tut mir noch sehr leid, aber die einfach nicht sollen da neben der Mülldeponie bauen, also selber schuld, absolut selber schuld, kann ich nicht anders sagen. Es wird geklärt, 78% ist jetzt noch voll, das ist okay. Die wird auch geklärt, die ist zu 8% voll, das ist absolut in Ordnung so. Die ist zu 15% voll und die zu 3%, weißt du was? Du wirst gelehrt. Du wirst gelehrt. Eigentlich können wir alle lehren. Ich will die Mülldeponie nicht mehr haben, ich will die weg haben. Ja, echt denke, es nimmt langsam schöne, gute Formen an, das Ganze da. Wie sieht es denn da aus? Wir können einfach immer noch die Freiheitsstatue machen und sonst anscheinend Statue des Wohlstands. Was bringt die Statue des Wohlstands der Stadt? Anforderungen für den Bau. Ja, gut. Lärmbelästigung 30. Und kostet uns 400 pro Woche. Das ist natürlich sehr viel. Gibt es irgendetwas Billigeres? Quelle von Leben und Tod. Springbrunnen, bla bla bla, 240 in der Woche. Da haben wir nichts. Da haben wir wieder etwas, das ist ein Opernhaus. Leute kommen aus nah und fern, um die wunderbare Vorstellung von Ort und genießen. Anforderungen für den Bau des Weltraumlifts. Oh, wir können einen Weltraumlift bauen, okay. Und da haben wir Expo Center. Okay, also das Opernhaus würde mich ja schon mal reizen. Kostet 135'000, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher nachher der Unterhalt von 1600 in der Woche. Nein, du überlebst, das kann ich nicht bauen. Wie sieht es da aus mit dem Unterhalt? Da kostet 3200, das ist noch besser.
Ich würde sagen 400 in der Woche. Was kostet das da? 240. Das ist okay. Okay. Dann tun wir das doch da irgendwo rein okayen. Vielleicht da so. Oh, der hat so ein Dings. Oh. Machen wir jetzt einfach mal. Da sind die auch ein bisschen zufriedener. Die armen Leute dort. Und da haben wir einen wunderschönen Brunnen. Sind nach der Brunnen hier. Ist der nicht wunderschön? Was ist das? Da Budgetfenster aufrufen. Was auch immer. Wie ist das pro Woche oder pro Tag oder was ist das? Ich komme da nicht ganz draus. Darlehen haben wir natürlich keine Steuern. Wir können ja auch die Steuern erhöhen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, der Bürger, der im gering besiedelten Gebiet wohnt, den tun wir ein bisschen schonen, da ebenfalls. Aber die Industrie, die könnten wir ein bisschen höher besteuern, vielleicht so auf 11%. Dann die da, die müssen reich sein, dass sie dort wohnen können. Dann machen wir da auch 11, kommt schon auf 11. Dann haben wir da Bürogebiet, das lohnt sich immer auf 11. Und that's it. Haben wir ein bisschen mehr Einnahmen. Macht nicht sehr viel aus, aber immerhin ein kleines bisschen. So, ja genau. Wasser, wieso hast du kein Wasser? Okay, du hast kein Wasser. Dann da. Und da. Jetzt hast du Wasser. So. Dann sagen wir doch da mal. Bam. Da gibt es jetzt schöne Hochhäuser rein. Nein. Nein. Das geht so nicht. Du kommst weg. Und du kommst rein. Bam. So. So. Ja, es floriert. Es floriert. Da haben wir schon die ersten Hochhäuser. Da haben wir das erste Hochhaus, das leer ist. Sehr schade drum. Dann etwas anderes. Ich habe ja schon lang mal davon geredet, dass wir da irgendwie noch eine Agrarkultur aufziehen wollen. Jetzt müssen wir mal schauen, welche die geht da drauf. Das ist schlecht. Das ist eine Einbahn. Das ist auch schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir doch da. Da so. Das heisst, ist nicht leer. Ja, wie viel hat es denn da noch drin? Noch 17%, okay. Entleerung, die ist am Laufen. Oh ja, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich auch noch sollte, unbedingt ein Krematorium. Wie sieht es aus mit dem 16'000? Okay, also das können wir jetzt schon mal als beistreichen. Das Krematorium. Dann halt, wo bin ich gewesen? Was habe ich wollen? Genau. Eine Strasse hätte ich haben. Mal schauen, wie wir das so gescheit machen da. Nein, das war jetzt 1,3 so. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Und... Nein, noch eins. So. So. Gut, dann haben wir nämlich da jetzt ein neues Gebiet. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich glaube, ich verbinde die am besten noch schnell zusammen. So. Dann können wir nämlich hier sagen, das ist ein neues Gebiet. Das ist hier nämlich. Und dann sagen wir da schön. Bis da hin. Gibt es auch keinen größeren Pinsel? Ist das der grösste? Oh, das ist der grösste. So. So. Okay, Highland Square. Highland Square, das wird mein neues Agrargebiet. Wo habe ich jetzt... Ach, scheiße. Da.
Nein, warte jetzt. Was das andere? Das ist da, das ist... Das ist, glaub's... Ah, da. Das ist das gewesen, also machen wir jetzt da Forstgebiet. Bamsk. Das ist Forstgebiet. Und jetzt machen wir da Industrie hin. Industrie ist da. So. So, dann können wir nämlich hier sagen, das dann natürlich auch noch. Ihr braucht noch Wasser wahrscheinlich, genau so sieht es aus. Ziehe ich jetzt da einfach mal auf das Ganze. Und dann müsste das eigentlich alles gut sein. Oh, und die haben kein Wasser, wieso sage ich die nicht? Bam, jetzt haben sie. Und dann werde ich da die ersten Forstbetriebe bauen, das finde ich schon mal sehr gut. Und Siedlungen. Wir brauchen mehr Siedlungsgebiet. Da haben wir Einbahnstraße. Das ist die Straße mit der Einbahnstraße. Und da ist natürlich eine, die keine Einbahnstraße ist. Das ist wunderprächtig. Aber nicht schlimm. Dann mache ich doch das so, dass wir jetzt hier eine Einbahnstraße nach innen machen. Oder jetzt mal. Nein, das ist auch blöd. Wir machen hier wieder eine nach außen. Ja, wir machen hier wieder eine nach Hause. Und zwar einfach so eine doppelte. So, da über Bamsk. Und dann würde ich sagen, machen wir doch, ja, ist gut. Da ungefähr, ja genau. Bis etwa da hin, Bamsk. Und dann vielleicht da nochmal so. Bamsk. Wohngebiet. Wir brauchen mehr Wohngebiet. So. Und dann machen wir doch da auch nochmal ein bisschen fetter rein. So. Passelt mir tipptopp. Tipptopp Distance. Passelt mir das. So, dann schauen wir doch da mal in die Häuser rein. Wie sieht das da aus? Wir haben 7 von 10 Haushalten. Tipptopp. Das Problem ist, ich sehe ja nicht, was die wollen. Ich sehe nur den Level. Bilden Sie mehr Bürger, um den Schulanfang und Gebäuden zu ermöglichen. Sorgen Sie, dass die Bildungseinrichtungen alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Okay, also Bildungseinrichtungen, wir müssen Bildungseinrichtungen berücksichtigen. Okay, da haben wir sie ja. Wie sieht es da aus? Wir haben 987 in der Stadt und das ist nicht ausgelastet. Die Frage ist, also ich habe die 300. Das heisst im Grunde, man bräuchte 3. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das lange die Führung. Nur die haben irgendwie keinen Anschluss an die Schule, darum bin ich doch so nett und mache denen da noch ein Schülerli rein. Einfach so bam in die Mitte rein. Da sind die nämlich auch zufrieden. Dann wie sieht es da aus? Die haben natürlich auch keine Anbindung an die Oberschule. Bamsk. Und wie sieht es da aus? Für das haben sie. Das ist gut. So sind die nämlich alle zufrieden. Und die sind wirklich zufrieden, ja. Gut. Wäre das auch erledigt. Okay, was ist das da für ein Riesenbunker? Ah, das ist natürlich das Spital. Da haben wir da, ah ja genau, das war ja der kleine Test gewesen. Das dicht besiedelte Wohngebiet im klein besiedelten Wohngebiet, soll ich sagen. Ah, da habe ich auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Danke für den... Ja. Warum fangen wir Bäume? Machen wir nicht. Was für eine tolle Stadt. Ja, ich weiss. Wasserwerken los. Das ist auch alles klar. Blumenfeld, bla 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 bla. Bla bla. Komm, weißt du was? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Alles weg, alles weg. Ich will das nicht, ich will das nicht. Okay, ich schalte es aus. Jetzt ist es soweit, ich schalte es aus. Ich bringe es nicht übers Herz. Ich schalte es nicht aus. Tut mir leid. So, wie sieht es aus mit dem Verkehr? Da hat es einen wunderschönen Rückstau gegeben. Zieht euch den wunderschönen Rückstau rein. Wieso? Und zwar fast bis an die Autobahn hinterher.
Lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, damit wir das Problem erkennen. Wo sind da Problemzonen? Problemzonen sind... Die sind einfach zu dumm zum Autofahren, oder wie sehe ich das? Ja, das könnte zu einem Problem werden. Was ist das da? Das ist das Polizeidings. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit für die Fettstraße. Und so, das muss man jetzt erst mal genauer anschauen. Wir müssen die so bauen. Komm schon, ich muss da irgendwie einen freien Platz finden. Da haben wir einen freien Platz. Nein, da geht es natürlich nicht so. Okay, also wir haben 2, die so sind. Und 2, die raus sind. Das heisst, im Grunde genommen müsste ich das da so ungefähr hinbauen. Dann mache ich doch das einmal. Ich habe nämlich gerade genug Geld. Wie viel kostet das? Das kostet 16.320. Gut. Okay, dann kommst du da alles mal weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt alles weg. Nein. Etwa so. Gut, okay, jetzt schauen wir mal, hat das ganze Platz da irgendwie? Es ist immer noch zu gross, und zwar da eine. Gut, dann kommt da einer noch ein mehr weg. So. Jetzt müsste das ganze Platz haben. Schauen wir nochmal. Nein, das Gebäude ist natürlich im Weg. Wie hätte es auch anders können sein? Was ist das überhaupt? Das ist das Busdepot. Ja, super Busdepot, ey. Machen wir das halt so, Gebäude verschieben, bam, so, fertig. Wieso war das nicht? Ja, ich weiss, dass der Ort bereits beleidigt ist. Ich bin ja nicht blöd. Ah, jetzt. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie funktioniert das Ganze. Wir haben hier eine Ausfahrt. Was? Das sind Einbahnen. Okay, das sind Einbahnen. Und zwar sind das die in die Stadt reingehen. Und das sind die aus der Stadt rauskommen. Und die können dann noch da ins Industriegebiet, und die kommen vom Industriegebiet. Sehr intelligent, sehr intelligent. Hätte ich das vielleicht anders müssen machen? Ich glaube nicht. Da wir ja da sowieso nur eine Einbahn haben, wo in die Richtung geht, können wir ja die schon mal weiterziehen. Und das ist ja nur eine 4-spurige, das macht gar nichts, dann wechselt die dann nachher halt auf eine 6-spurige. So, mit Bäumchen. So, dann müssen wir ja da irgendwie ins Industriegebiet runterkommen. Das machen wir jetzt neu. Über die Straße. Das ist absolut unintelligent. Ich muss im Grunde genommen das gesamte Industriegebiet umkehren. Sehe ich das gerade richtig? Wie sieht es aus, wenn ich jetzt da einfach die Straße abziehe? Die kommt dann da rein. Okay. Und die Straße wäre ja dann die Straße. Dann muss ich da alles umdrehen. Scheiße.
Also da haben wir alles Einbahn. Okay, also. Aber das ist ja die 6-spurig, nein, das ist die da. Die da. Und das geht nicht. Aber das geht. Wieso auch immer. Aber in die falsche Richtung. Da haben wir sowieso einen... Ah, weißt du was? 224.000, kein Problem. Und wieder mal wird alles geändert. Also, wir machen jetzt hier eine Einbahnstraße von so nach so. Das gefällt mir sowieso schon mal viel besser. Gut. Das ist jetzt unsere Einbahn nach oben. Dann kommt ab da unsere Einbahn auch nach oben. Und zwar ab da. So. Das müsste ja trotzdem jetzt noch funktionieren, eigentlich. Theoretisch. Dann müssten wir da noch die da so löschen und dann so aufziehen irgendwie. Also im Grunde genommen müsste ja die, jetzt muss ich das auch gleich schnell so machen. So, und dann muss die da rauf. Genau, und dann kann ich die wieder löschen. Genau, das ist die. Da geht die, so. Okay, das ist der Verkehr, der rausgeht. Jetzt kommt der Verkehr, der reinkommt. Der kommt eigentlich gerade direkt. Im Grunde muss ich jetzt die Straße hier noch umkehren. Die gesamte Straße. Das geht wahrscheinlich nicht. Scheiße. Okay, also. Ja, komm schon. Gut. So, du auch noch. Die da. Ja, noch eins weiter rüber. Bam. So. Etwa. Dann haben wir ja hier die kommt die da rein. Und das ist auch eine Einbahn, die kommt von da. Wieso? Wieso geht das nicht? Da rein. Ja, da ist halt so. Machen wir halt wieder Industrie rein. So. Gut. Okay. Also der Verkehr, der kommt jetzt von so, der kommt dann da so rein. Geht dann entweder da durch oder also warte jetzt mal. Das ist ja sowieso schon mal falsch da. Das ist der Verkehr, der rausgeht. Also die Straße da, die stimmt, die passt, die ist in Ordnung. Bam. Wieso geht das nicht? Oh, warte mal.
Oh, nein, umgekehrt. Jetzt mal was. Das ist der, der versucht... Oh, ich habe sie verhalten. Ich habe sie verkehrt gebaut. Der da. Der kommt so. So. Genau. Dann, der kommt so runter, der geht dann so da runter, da in den Kreisverkehr rein. Und dann natürlich noch weiter. Weil wieso auch. Aber, die können ja da noch weg. Und dann können die entweder da in die Richtung oder über die Straße in die Richtung. Oder die müssen ja irgendwie noch runterkommen. Das geht natürlich nicht. Aber jetzt. Oder muss ich die dann umkehren? Ich glaube, ich muss die dann umkehren. Oder die da. Dass die dann... nein, die geht auch nicht. Ach, das ist mühsam. Das ist mühsam. Also, die kommen von so rein. Oder? Ja, genau. Die kommen von so rein, gehen da durch, gehen da runter. Gehen da über, gehen da runter. Und dann so da durch. Genau. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich habe es vergessen. Also jetzt einmal. Ja, kann ich von so. Das heisst, die da muss auch umgedreht werden. Gar nicht einmal so einfach. Und die muss noch umgedreht werden. Genau. Jetzt bleibst du stehen. Dann fahren wir nämlich da in die andere Richtung. Bam. Genau. Dann fahre ich die da drum herum. Dann können sie entweder da durch, da runter, da rein und rauf. Oder da runter, da rein, da über, da runter und da rauf. Genau so machen wir es. Also. So, dann das da. Ah, was jetzt? Aha. So, bam. Gut, dann haben wir da eine Einbahn, die in die Richtung geht. Das stimmt aber nicht so ganz, weil die geht dann noch in die Richtung. Oder in beide Richtungen. Das wär's doch. Die Straße da. Bis da oben in beide Richtungen. Also von da bis da in beide Richtungen. Okay, alles klar. Das geht nicht. Gut. Okay, dann kommt sie halt weg. Dann kommt die da in beide Richtungen. Was? Nein. So. So. Und dann von da weg. Bis da hin. Genau. Ebenfalls in beide Richtungen. Oh, das geht jetzt natürlich nicht. Super. So. In beide Richtungen. Dann kommen die da an, gehen da durch, brum. Und dann gibt es ab da wieder die Einbahn. Entweder geht es nach links und drauf. Oder dann kommen sie da wieder drauf. Ja, das sollte funktionieren, das müsste funktionieren. Testen wir es.
Okay. Hoch die soziale Leiter. Eine Errungenschaft. Wunderschön, wunderprächtig. So, also jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, bis der ganze Verkehr, der ja, in die Industrie geht, in die Industrie ist. Weil die... Was war jetzt das gewesen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade war. Ich muss jetzt mal schnell meine Aufnahme stoppen. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Es tut mir leid für den Unterbruch da. Ich muss schauen, was da mit dem PC los ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.